Goedemorgen alle. Dat goud hier te zijn. Ik breng jullie een groet van Azië in de wereld. En Bolivia. Dankzij voor al die wat beten voor de kerk daar, beten voor ons, beten voor de mensen. Ongebeten wat we nog kunnen doen. Dat is God wat ons leiden deed, God wat ons al ons leiden deed. God wat de wijsheid geven deed. God wat de gelegenheden geven deed. En we moeten God de eer geven daarvoor. Vandaag morgens hadden we overmorgen. En ik moet zijn, ik zal bloos, ik vrees me zeer voor wat Jezus heeft gedaan. Wat hij alles is gedaan. Voor mij. Dat hij mij heeft geraad. Hij heeft dit alles gedaan. Voor jeder een van ons. En ik dank hem daarvoor. Vandaag morgens, we waren een beetje een korte boodschap aan, zoals Quentin zei. We waren een beetje tijd dran. Maar ik wil reden van den, wat Paulus reden van den reis. In 1 Korinta 9, vers 24 tot 27, dort sagt hij zo steht, weet je niet, dat die aan de wateren alle ran, aber maar einer gewinnt den Preis. Ran zo, dat je den kriegen. Wer in einen Reis rannt, laat alles andere je bezieht. Jane doen dort, einen Kranz zu kriegen, der doch nicht bleibt. Aber wir doen dort, einen Kranz zu kriegen, der ewig bleibt. Da werden ran nicht aus einer, der nicht weit, wo er hin will. Ich kämpf und nicht mit der Füße, Lachen in der Luft zu schlagen. Ich bedwinge meinen Körper, dort der mich gehorcht, dat ik niet onderpredigen doe en zelfs niet te breken zie. Paulus zegt, wanneer we Christus hebben aangenomen, dan hebben we een reis gestopt. We ran. Hij zegt, we zijn in deze kamp, wo we ran doen in deze reis, den kroon te gewinnen, wat God ons versproken heeft. En Paulus brengt dit Beispiel von een reis, von Spels. En we gaan van verschiedene Spels reden, van Volleyball oder Hockey oder wat immer wir wollen reden. Wir weten immer am Anfang von der Game, dann geht dort nur sagt, dass keiner ist eigentlich so reich abgerechnet, so, aber wieder einer an das Game fliegen geht, dann nur einer nur ein kommt überrührt, wenn die sehr dicht taub sind, beide Teams so dicht taub sind. Die wollen beide gewinnen. En dan dat alle mensen wat daar kijken, die reden zich alle ab. Paulus vergleicht deze reis met zo'n stad. Hij zegt, de wieder begon in ons leven, de dollar kijkt bij naar den Sieg, wat God ons heeft versproken. Hij zegt, wie als Christen, we zullen alle dit im Ziel haben. 2 Timotheus 2, vers 5, sagt Paulus zu Timotheus, so ist dort auch für die, die an der Wateren, wenn die sich nicht an die Regeln halten, kriegen die nicht einen Preis. So er sagt, hier sind noch Regeln bei. Und wir wissen, wenn wir an Games, an alle solchen verschiedenen Spiels denken, da sind Regeln bei allen Spiels. En dat is, en dit ook, en ons christelijke leven, dat zijn Regeln. En zoals hij de vergelijkenis brengt met een reis. Hij zegt dat bloß gaan is niet goed. Bloß traveln is niet goed. Oder bloß hängen blijven is niet goed. Hij zegt ran. Hij zegt, ik ran daarop, dat ik dit prijs krijgen zou. Filipper 3, vers 14 en 15 zegt hij, ik jag op dat ziel los, den Preis te kriegen, wozu Gott mich vom Himmel en Christus Jesus geroepen heeft. Alle die, die al volkomen im Glauben sind, sollen so gesonnen sein. Hij zegt, wie, wat al im Glauben sind, wie sollen dit in ons zijn haben. Wie sollen daarop schaffen, wo Gott uns toe geroepen heeft. Wenn du Christus hast angenommen, dann hast du eine Gabe. Nicht die Gabe für dich selbst zu brauchen, aber für Gott in die Ehe. Gott, der hat jeder ein von uns Gaben gegeben.
Brug wie de goven nu, für wat Gott uns der hat gegeben. Zu wat hat Gott die geraubt. Zu wat hat Gott die gerat. Bist du ab den Stich, wat dort sagt, dort ist, was Jesus mir gerufen hat. Vielmals, wenn ich auf der vergleichen det mit einem Bach, bevor ein Pflegen Bach, und da sind viele Wege, die sind sehr oft, die sind voll Lacher, die sind voll Knubbels, die sind, haben viele Arten und so was. Viel vergleicht wie dort, aus uns christlichen Leben. Da wollen alle Sorten Dinge wollen an einem sein Leben kommen, was entweder Gott lässt dort an uns kommen aus einer Probe, zum uns Glauben aufproben, oder der Satan, der prüft uns von dem Stich raufzurieten, dort wir sollen nicht ab dem Stich gehen, nur Gott. Einmal ist der Stich so rauf, wir leben direkt, Gott, der hat uns verloren. Gott hat von uns verjeden. Einmal kommt es direkt so weit, dass wir anfangen, zurückzurutschen. Und es steht dort, wie wieder wasen am Jästeln, voll wie eigentlich mit Träg. Und uns Text, 1. Korinta 9, Vers 24 und 44, wo ich weiter lesen, er sagt, weet je nicht, dass die an der Wadran, alle ran, aber mal einer gewinnt den Preis? Rand so, dass je den kriegen. Wer an einen Reisrand lässt alles annähert besieht, gerne donen dort, einen Kranz zu kriegen, der doch nicht bleibt. Er sagt, Rand, um den Preis zu kriegen. Er sagt, gerne andere, die andere Menschen, nur redet er von den anderen. Die wollen das Kranz kriegen, aber das Kranz, was die abschaffen, die wird nicht für immer bleiben. Diese Person, dort sind so eine, die schaffen, ab das Kranz zu kriegen, was verjährt. Was ist das Kranz nu, das Kron, was vergonnen wird? Ich glaube, vielmals ist dort, dass wir wollen gelobt sein für die Dinge, was wir tun. Wir wollen am Regen geklappert sein. Wir wollen gelobt sein. Und dort macht uns mutig. Ich sage nicht, dass es arg ist, Menschen loben für was sie tun. Dort macht die Menschen mutig. Aber dort ist nicht das einzige Ding, für was wir schaffen. Wir schaffen für Gott seine Ehe. Wir schaffen, um Gott sein Recht wiederbühen. Wir schaffen nicht dort, wir wollen am Regen geklappert sein. Aber wieder an uns Tags, da sagt Paulus, aber wir tun dort, einen Kron zu kriegen, der ewig bleibt. Das ist die Ursache, woran wir als Christen an Gott sein Recht schaffen tun. Petrus, der sagt so steht über das Lohn, 1. Petrus 1, Vers 4, sagt er, das Lohn ist ein Aufgabe, der dort nicht verkommen, vergonnen oder verwalten kann, dort für uns am Himmel bewahrt wird. Er sagt, das Kron, was wir abschaffen, der Kron wird nicht vergonnen, der wird nicht verwalten, der wird immer bleiben. Dort ist eine Ewigkeit. Und dort sind diese, was für dieses Kron schaffen, was da wiederkommen an ihr christliches Leben. Die sehen nicht nur gelobt sein von Menschen, die sehen nur, dass Gott wird gelobt worden und dass Gott wird geehrt worden. 1. Petrus 4, Vers 4 sagt Petrus, und wenn der bovenste Hort kommen wird, wo je einen Ehrenkron kriegen, der ewig bleiben wird. Hier verspricht er uns, diese Kron, der wird für immer bleiben. Diese Person wird ab dieser Kron schaffen. Das sind die, die gesegnet worden von Gott. Die können Gott sehen, für mutig bleiben und für am Schaffen bleiben. Aber Paulus, der gibt uns auch ein Warning. Er sagt, da sind noch andere Menschen. Da sind so eine,
die zijn een beetje te broef, die zijn te driest, die nemen alles op zichzelf, die willen zelfs de eer. 1. Korinta 10, vers 12. Da sagt Paulus, doorwegen, wer door meint, hij steht vast, zal oppassen, dat hij niet fällt. Dat is een ding, waar we als Christen, wir müssen immer nur oppassen, nicht so? Wir wollen schaffen, für Gott Gott seine Ehe, dass Gott die Ehe kriegt. Und das sind unter die vollen Weg. In 2. Timotheus 4, Vers 10, da sagt Paulus zu Timotheus, wen willst deines, diese Welt so gut wie deines, wir in Mann, was mit Paulus zu schaffen hat. Und Paulus sagt hier nu, wen willst deines, diese Welt so gut geworden ist, habt ihr mich verloren. Das Weg, der wird teuer für deines. Deines, die können das nicht mehr uithouden. Dem wird zu schwer, was er muss durch das Leben gehen. So er geht drei. Paulus sagt, er hat mich verloren. Er geht drei. Von wo er kam. Er sagt, das Leben ist zu schwer für mich. Das kann ich nicht tun. Er will lieber gelobt sein von Menschen, als von Gott gelobt sein. Vielmals Menschen, die sind Angst, irgendwo einander starten, um ihre Gaben für Gott zu brauchen, wenn sie fürchten Menschen. Johannes 12, Vers 42 und 43. Da sagt Johannes, und Jesus, der hat hier gepredigt zu Menschen, sehr starke Predigt gehört, und viele Menschen gehört. Und da sagt Johannes, ist das. Und doch leibten sogar viele von den Fürsten an, aber wegen Angst für die Pharisäer bekannten sie am nicht. Sie fürchten sich, dass sie würden ausgeschlossen worden. Das ist, woran in den Menschen sich wehren, irgendwas an Gott seinen Dienst nennen stellen. Wenn sie sind Angst, was andere Menschen wollen sein überend, wo andere Menschen wollen behandeln, die wollen aufschieben, und das wollen sie nicht. Sie wollen lieber für die Menschen leben als für Gott. Aber wieder sagt Johannes, sie wollen doch lieber von Menschen geirrt werden, als dass Gott an ihren soll. Was ist die Ursache, woran wir leben? Wenn wir Jesus Christus haben angenommen, dann haben wir eine Gabe für Arme schaffen. Aber wir müssen immer abpassen, an was wir festhalten. 1. Johannes 2, Vers 10 sagt Johannes, ist das, willst alles, was in dieser Welt ist, geldgierig sein und hängen ran sein, nur was die Augen jankt hat, in sich groß tun, das stammt nicht vom Vater. Das ist von dieser Welt. Wir müssen abpassen, an was wir uns festhalten. Wenn wir uns festhalten an die Dinge von der Welt, dann wollen wir nicht den Kron verdienen, was niemals vergonnen wird. Paulus sagt, das sind die Dinge von der Welt. Aber dann sind diese Christen, die schaffen, die können das Licht sein. Auf Englisch sagen wir dann, see the light at the end of the tunnel. Die können das Licht sein, die können den Sieg sein. Und dort ist, wo die abschaffen. Die freuen sich und die gehen weiter. Und uns tags lesen wir wieder, da wen ran nicht aus einer, der nicht weit, wo er hin will. Er kämpft und nicht mit der Füße am Lachen in der Luft zu schlagen. Ich bedwingen meinen Körper, dass er mich gehört, dass ich nicht unterbringen da in selbst nicht zu brücken sie. Paulus sagt zu uns, er hat auch Troubles. Er rennt an alle Sorten Troubles an. Sein Stich ist auch sehr rauf. Sein Weg ist sehr rauf. Aber er weiß, was am Ende von seinem Stich ist. Den Sieg, den weiß er. Dort weiß er, Gott hat den Kron versprochen. Und das war er abschaffen hat. Er sagt in der letzten Version uns Tag, sagt er, ich bedwing meinen Körper, dass er mich gehört,
dat ik niet onderpriegen doe en zelfs niet te breken zie. Hij zegt, ik moet immer schaffen om mijn körper. Dat die wordt zo gaan als wat ik wil gaan. Als wat ik voor God leven doe. Oder leven wil. Aber ich wundere dann, wie weit das Vergleichnis, was Jesus von reden wird, wo das wird, da jaft diese Punktjes uit noch 3 verschiedene Männer. Ein Mann jaft 5 Punktjes, ein 2 Punktjes und ein Punktje. Und dann verlässt das wird für eine Zeit lang. Und als er zurückkommt, dann hat er abgerechnet, dass diese Punktjes, die sollen sich haben vermehrt. Wie weit wird das mit den einen, was sich nicht vermehrt hat? Dem wird sehr uitgeschämt, dem wird sogar der Punktje nach Fuß genommen. Dann muss ich einmal wir schwören, für Gott stehen. Was wird Gott sein zu uns? Was wird Jesus sein? Wird Jesus vielleicht sein, was denkst du mit der einen Punktje? Was ich die Jesus? Dann denke ich einmal so, habe ich das Punktje begraft? Oder habe ich dort vermehrt? Habe ich dort so gebracht, dass Gott geirrt wird? Habe ich dort so gebracht, dass Menschen sind, nach Gott getragen? Wenn wir niemals wollen geprüft worden, dann wollen wir nicht wissen. Aber das sind diese Proben, die uns so ein Stärker merken. Das sind diese Lacher am Weg oder diese Knubbels auf dem Weg. Die sollen uns stärker merken. Paulus, der hat das im Sinn, dass ich war ran, was ich durch sein. Den Sieg hat er im Sinn. Und Gott seine Kraft, kann ich das nicht tun. Wir müssen immer im Gebet gehen, wir müssen Gott prachen nach Hilfe. Wir müssen ihm prachen, dass er uns die Kraft geben, dass wir das durchgehen. Lukas 19, Vers 10, sagt Jesus, willst du Menschen sehen, als sie kommen, die zu sehen und selig zu machen, die verloren sind. Als das, was wir unsere Punktjes brauchen, als das, was wir unsere Gaben brauchen, dass Menschen wollen nach Gott getragen. Wir haben alle verschiedene Gaben. So das Pastor Korinta von reden, die vielen Sonntagsschullehrers. Und wir haben hier eine feine Gruppe Menschen, ich sehe mir sicher, hier sind Sonntagsschullehrers mang. Aber wenn du fallen das, dann kannst du Europa das, wo nähen. Dreh nicht in Regen. Nimm die Gelegenheit, für Gott was zu tun. Du wirst in Lohn kriegen dadurch. Oder bist du manchmal, was Jesus sagte, er ist gekommen, um die gewähren, um die selig zu merken, was verloren sind. Bist du gerade, wenn nicht, ich will die Mut merken. Lüge nicht. Du nicht lügen, was machen. Seg die Jesus. Nimm an Arm an. Bekann deine Sünden. Fall für Arm. Nimm an Arm an aus deinen Herrn. Oder bist du manchmal, was für den Kron schaffen wird, was da nicht vergehen wird. Bleib mutig. Halt dort im Sinn. Dass du in sich ist am Ende von deinem Leben. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 12, Kampf den goldenen Glaubenskampf, halt dort ewige Leben fest, wo Gott die berufen hat. Halt dort ewige Leben fest, lass die nicht darauf geraten worden. Halt dort ewige Leben fest. Lass uns beten. Großer Gott im Himmel, wir danken dir für was du hast getan, dass du den Sehen geschickt hast, die das Blut vergoten, seinen Körper gebrochen. Wir danken dir dafür, dass er dort deed, um uns raten. Vater, wir danken dir für die Ganze, was gerade sind. Vater, wir beten, dass du uns alle magst wiesen, was unsere Gaben sind und wo wir dich anbrauchen, für deine Ehe. Magst du uns helfen, magst du uns stärken, magst du uns Kraft geben. Und Vater, magst du uns immer bleiben wie ein Leben. In Jesus' Namen. Amen.